Gut, zum Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, habt ihr hoffentlich schon eine Videoplaylist angelegt auf eurem YouTube Artist Channel. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das lieber früher als später, weil so eine Videoplaylist oder anders gesagt, euer Songkatalog innerhalb von so einer YouTube Videoplaylist hilft euch auch langfristig oder auch kurzfristig, je nachdem wie man das sieht, weil die Views, die ihr dort innerhalb von dieser Playlist generiert, die helfen euch dann auch beim Algorithmus, in dem halt Playlist selber auch noch vorgeschlagen wird und nicht nur eure individuellen Uploads, die ihr dort macht. Und heute wollte ich euch einen Tipp zeigen, wie ihr die Views innerhalb von so einer Videoplaylist optimieren könnt, beziehungsweise zu einem gewissen Prozentsatz steigern könnt. Bei jedem wird das ein bisschen individuell sein, aber ich zeige euch das schnell am Beispiel von einer Playlist, die ich da im Hintergrund am Laufen habe. Und dann könnt ihr das entsprechend mal ausprobieren. Beim Creator Studio könnt ihr nachher in den Analytics einfach auf mehr anzeigen und dann könnt ihr da oben auf den Tab Playlist, wo eure eigenen Videoplaylists dann angezeigt werden, die ihr angelegt habt. Eben im Idealfall, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und mal ausprobieren wollt für die Zukunft, macht ihr vielleicht für den Start eine Main-Playlist, wo ihr euren gesamten Songkatalog rein tut. Für Advanced Level, sage ich jetzt mal, wenn ihr schon eine Main-Playlist habt und dort auch schon gut Views drauf generiert habt, so mit der Zeit, könnt ihr auch eine zweite oder eine dritte Playlist anlegen, wo ihr vielleicht eher so in eine gewisse Stimmung geht, in einen gewissen Mood und dort packt ihr dann weniger von euren Songs rein, wo halt irgendwie zu dieser Stimmung passt, je nach Titel und was ihr halt irgendwie für Marketing-Moves wollt dort machen. Aber ich gehe jetzt einfach mal für das Beispiel davon aus, dass ihr sicher mal eine Main-Playlist habt, auf der kann 2, 3, 4, 500 Views insgesamt schon entstanden sein und ein paar passive Views, die da im Hintergrund passieren oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Umso mehr Views, umso besser für den Tipp, den ich da euch zeigen will. Und zwar könnt ihr dann in die Playlist rein, die ihr habt, also in eure eigene Katalog-Playlist. Ich habe da eine mit externen Songs angelegt, um euch das zu zeigen, einfach testhalber. Und dann könnt ihr möglichst weit zurück, sodass auch ein paar Views dort angezeigt werden. Eben, umso mehr Views, umso besser. Und dann, anstatt dass ihr da im Playlist-Tab bleibt, könnt ihr auf Video, weil dann werden alle eure Songs bzw. alle eure Uploads individuell angezeigt innerhalb von dieser Playlist. Und die Views, die ihr dann werdet sehen, das sind Views, die entstanden sind innerhalb von dieser Playlist, logischerweise. YouTube Analytics gehen halt so tief rein, dass man da einen recht geilen Stat rausholen kann. Und zwar geht man dann aufs Plus und geht Playlist Ausstiegsrate. Geht man rausfischen dort, beziehungsweise einblenden. Und die Playlist Ausstiegsrate ist sozusagen einfach gesagt wie die Skiprate von eurer Playlist. Eben, das sind da jetzt in diesem Beispiel noch relativ wenig Views gesamthaft, die passiert sind, aber rechnet da einfach mal mit euren Zahlen, beziehungsweise vielleicht bei euch werden dann 300-400 Views da insgesamt sein und jeden Tag kommen irgendwie 15-20 Views dazu. Je nachdem, bei Videoplaylists muss man auch sagen, hat das auch einen recht grossen Zusammenhang, ob ihr das auf eurer Kanalseite auch dort einblendet, auf der Startseite. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das über den Creator Studio unbedingt, dass ihr die Videoplaylist auch irgendwie als einzelne Reihe auch dort auf eurer Kanalseite angezeigt werdet, weil das Feature innerhalb von der Kanalseite, das ist ein sehr grosser Anteil von diesen Views dann. Und wenn ihr das schon gemacht habt und ihr habt da ein paar Views gesammelt, eben individuell auf den Uploads werden es dann weniger sein, würde ich wählen, dass ihr euch mal anschaut, bei der Playlist-Ausstiegsrate, ganz simpel ausgedrückt, ihr schaut euch an, bei euch wird das vielleicht ein bisschen vollständiger sein. Ich habe da jetzt so wenig Views auf dieser Playlist, dass Prozentzahlen völlig durcheinander sind, also extrem hohe oder extrem tiefe Zahlen. Bei euch wird das vielleicht ein bisschen gleichmäßiger aussehen, umso mehr Views ihr auf diesen Songs habt. Aber was ihr machen nachher, ist, ihr nach Views sortieren, also dass die Songs mit der höchsten Anzahl Views zuoberst ist. Und dann schaut ihr euch einfach an, welche Songs die tiefste Playlist-Ausstiegsrate im Prozent da bekommen hat. Und umso tiefer, umso besser. Ihr müsst das natürlich ein bisschen quer vergleichen mit den Views, weil umso weniger Views ihr dann dort individuell seht, umso schwammiger ist auch die Analyse, beziehungsweise umso weniger sagt die Zahl effektiv etwas aus. Aber ihr werdet überrascht sein, mit wie wenig Views, also auf was für einem kleinen Level man dort schon einen Unterschied kann feststellen, beziehungsweise die Konsumenten euch auch schon etwas sagen mit dem. Klar, umso mehr Views ihr dort habt, umso genauer ist sozusagen die Aussage, die der Konsument euch gibt oder das Signal. Aber auch schon mit 30, 40, 50 Views pro Upload und die Prozentzahl, die euch dort angezeigt wird, sagt das schon auch auf eurem Niveau, auf eurem Level, wo ihr seid, auf eurem Grundrauschen, sagt das etwas aus.
Und dann, ganz pragmatisch, tun ihr einfach die Playlist-Anordnung, die Reihenfolge innerhalb von der Video-Playlist, sortieren anhand von der Playlist-Ausstiegsrate. Umso tiefer der Prozentsatz ist, umso höher tun ihr den Upload oder den Songtitel auf in eure Playlist. Sprich, die Skip-Raten oder die Prozentsatz, die am tiefsten sind, die tun ihr zuoberst auf. Und dann tun ihr so der Reihe nach, umso höher es wird, umso weiter runter tun ihr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Album-Playlist angelegt habt, wo eure Albentracks drin sind, dann macht mal den Versuch. Sind nicht so stuck up in dem Gedanken, dass es unbedingt nach der Album-Tracklisting-Reihenfolge soll sein, so wie ihr das Album auch released hättet. Oder das grössere Projekt. Ich sehe das andauernd, dass nachher das Album-Tracklisting so bleibt. Und jetzt kann man sich darüber streiten, wie viel künstlerische Freiheit dort noch soll dahinter sein oder künstlerische Integrität eher. Also du sagst, nein, das soll genau so bleiben. Aber das ist wie so ein bisschen eine Statistik, die uns sehr viel aussagen kann. Und wenn ihr dort gewisse Songs habt, die ihr zu oberst antun, die Skip-Raten haben, die irgendwie 40% oder sogar über 40%, dann hört ein bisschen auf die Signal und tun die Songs einfach mal ab oder tun sie mal auswechseln mit gewissen Songs, die einfach weniger weggeskippt werden. Und YouTube hat da ein sehr dankbares Analytics-System, muss man sagen, weil kein anderes DSP-Analytics-System geht so tief rein, wie das, was jetzt der Google YouTube da hat. Und sie zeigen euch die Playlist-Ausstiegsrate an, dass ihr das auch ein bisschen anpassen könnt. Die allerwenigsten machen das. Es ist ein Versuch wert und ihr werdet so mit der Zeit auch mehr Views generieren. Eben der Prozentsatz, wie hoch die Steigerung ist, das wird bei jedem ein bisschen anders sein. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht mit gewissen YouTube-Channels, dass das sehr viel kann bringen. Und dann macht ihr die Anordnung, dann lasst ihr die Playlist wieder 3, 4, 5 Wochen laufen und dann schaut ihr euch wieder anhand von den neuen Views, die entstanden sind, schaut ihr euch die neuen Prozentsatz an und klar, es ist sehr trockene Arbeit. Das ist jetzt eher, wenn ihr euren Marketinghut würdet anlegen oder euren Vertriebshut. Aber nichtsdestotrotz, testet das einmal und wundert euch nicht, der Song, den ihr immer als erstes habt in der Video-Playlist, das ist bei den allermeisten Playlists so, egal auf welchen DSPs, der Song, den ihr immer zuoberst oben habt, der wird am meisten weggeskippt. Also es kann sein, dass nachher Platz 1 in der Video-Playlist irgendwie eine 30%ige oder 40%ige Playlist-Ausstiegsrate hat. Von diesen Views, wo ihr dort dann gesehen, sind 40% irgendwie weggegangen oder weggeskippt von dem ersten Song. Und nachher kann es sein, dass es irgendwie sich bei 20, 25, 20, 15 dort ein bisschen einpendelt bei den nächsten paar Views. Das ist immer so ein bisschen so der Gap zwischen dem Song 1 und dem Song 2, 3, 4, 5, 6. In so einer Playlist, der Gap kann recht gross sein oder die Differenz kann halt relativ gross sein. Egal, welche ihr dort auch zuoberst oben antun. Es kann sein, dass ihr es besser trefft und dann einen Song antun, der halt super matcht für den Start. Aber es kann auch sein, dass ihr sehr viele Konsumenten verwünscht, die einfach den ersten Song irgendwie einfach ein bisschen hören und dann gerade zum nächsten gehen. Aber schaut euch die Playlist-Ausstiegsrate an. Ist sicher etwas, was man kann beobachten bzw. selber ein bisschen optimieren, wenn man so eine Video-Playlist hat. Wenn ihr dort noch nicht so weit sind mit gewissen Video-Playlists, ist die Hoffnung noch nicht verloren, beziehungsweise ist es auch noch nicht zu spät. Legt so eine Video-Playlist an, dünnt die so gut es geht mit kommunizieren, mit pushen in euren Socials oder auch in den Video-Descriptions, in den Infokarten, innerhalb vom YouTube-Channel, in den Community-Posts erwähnen. Und dann werdet ihr dort mit der Zeit auch passiv immer wieder tägliche Views werden dort drauf entstehen. Und dann könnt ihr den Trick, sage ich jetzt einmal, oder die tiefere Analyse mit der Ausstiegsrate könnt ihr dann selber auch ausprobieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Einen ähnlichen Spaß kann man auf Spotify machen. Das würde ich euch da auch noch ganz kurz zeigen, wenn wir es schon im gleichen Upload machen. Und das machen wir mit der Hilfe von der Analytics vom Berner Künstler Gimu, der da so nett war und uns vor ein paar Folgen seine Analytics zur Verfügung gestellt hat. Und was ihr da machen könnt, es ist zwar nicht so genau wie im Video Creator Studio von YouTube, aber ihr könnt auf Playlist gehen, auf eure Playlist-Statistiken. Und dann könnt ihr am besten dort auch, anstatt die letzten 28 Tage, könnt ihr seit 2015, das ist bei jedem gleich, könnt ihr so weit zurück wie ihr könnt und dann die algorithmischen Playlists, das sind die von Spotify selber, die kreiert werden, die redaktionelle, falls ihr in einer Editorial Playlist auch von Spotify selber drin sind, dann könnt ihr aber runter, da bei Playlists von Spotify-Hörerinnen und da wird auch eure Artist-Playlist sehr wahrscheinlich drin sein, wo ihr angelegt habt und wenn sie nicht angezeigt wird, könnt ihr einfach auf mehr anzeigen, damit alle angezeigt werden. Der Gimo hat auch eine eigene, wie
ihr da seht, auf Platz 3. Was da dem ähnlich kommt mit dieser Playlist-Ausstiegsrate ist, ihr geht da auf die Übersicht 10 Songs, geht da rein und da werden Top-Songs angezeigt. Sprich, es wird angezeigt innerhalb wiederum von dieser Playlist auf Spotify, wird angezeigt, welche Songs da rein am meisten Streams generiert haben innerhalb von dieser Playlist. Und dann könntet ihr jetzt relativ pragmatisch nach der Streaming-Anzahl die Reihenfolge ändern innerhalb von eurer Artist-Playlist. Mit so Sachen kann man ein bisschen testen. Leider zeigt dort Spotify Analytics, die Playlists gibt es nicht an, sonst wäre das alles noch ein bisschen mächtiger. Sonst könnte man sich da ein bisschen mehr anschauen. Bei den Spotify Analytics kann man ein bisschen mit dem arbeiten, anhand von diesen Streaming-Daten, die ihr da seht. Plus aber auch immer die individuellen Song Analytics anschauen und dort schauen, welche sind gerade in diesen Wochen am Trenden. Und dann könnt ihr so ein bisschen von Woche zu Woche oder so im 2-3 Wochen-Tag könnt ihr ein bisschen die Playlist-Reihenfolge, die Song-Reihenfolge innerhalb von eurer Artist-Playlist verändern. Lasst es nicht einfach statisch ab Release, so wie es viele machen und einfach den letzten Song hinzufügen zu oberst oben und dann ändert ihr das nicht für die nächsten 3 Monate. Tönt das wirklich anhand ein bisschen von den Signalen, die die Konsumenten geben, könnt ihr das zumindest bei YouTube und auch bei Spotify immer mal wieder ein bisschen anpassen. Apple Music sieht die Sache ein bisschen anders aus. Dort ist es momentan noch ein bisschen sperrig. Du kannst zwar eigene Playlists anlegen, aber in diesen Playlists ist es vielleicht ein ähnliches Prinzip wie da bei Spotify, dass dann nur so die halben Daten angezeigt werden oder auch nicht wirklich richtig schlussfolgern kannst, was mit deiner eigenen privat angelegten Playlist alles machen sollst. Und auch die Integration in dein Artist-Profil kannst du eben nicht so einfach machen wie bei Spotify. Von dem her, der Lifehack, sage ich jetzt mal, ist eher fürs Erste für Spotify und YouTube gedacht. Apple Music kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt, können wir sicher auch nochmal ein Video machen, ein Upload, wo euch zeigt, wie man dort vielleicht ein paar Sachen kann optimieren kann. Man ist aber zurzeit noch ein Tick flexibler auf YouTube und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch das ein bisschen helfen können und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.